Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Anno 1404. Die Kampagne geht in neue Runde mit Kapitel 4, die verlorenen Kinder, die ich nochmal anfangen darf. Ja, ich hatte eigentlich schon 2 Parts von aufgenommen und plötzlich gemerkt, Stimme, Audio, Sound, alles picobello, alles da, aber kein Bildmaterial. Ja, das kommt davon, wenn man irgendwie zu hastig vorgeht und irgendwie, naja, zu viel in zu kurzer Zeit will und was ist jetzt hier mit dem Mikrofon los? Wenn man ganz kurz, Leute, mein scheiß Mikro macht, was es will, gibt's ja nicht. So, Kapitel 4, die verlorenen Kinder, genau. Wir machen das schwer, ich werde den Rest hier, also Kapitel 1 und Kapitel 2 offscreen nachher schwer machen, habe bereits entschieden und würde sagen, los geht's. So, nicht wundern, Leute, ich habe jetzt nochmal die Aufnahme neu begonnen, weil ich ja nicht so genau weiß. Anno 1404 irgendwie so den, was auch nicht, irgendwie so den Bug, sage ich jetzt mal, dass sobald du ein Spiel startest, also irgendwie den Monitor komplett neu startet, beziehungsweise die Anwendung irgendwie sagt, ja komm, jetzt ja, komplett neu starten und so, schön. Und je nachdem man halt die aufnimmt, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fall mit OBS, kann es sein, dass er plötzlich aus der Anwendung rausfliegen, plötzlich einen Blackscreen habe. Hatte ich mal eine Testaufnahme, also jetzt nicht den Bug, den ich vor letzten 2 Parts hatte, aber ist was anderes. Egal, der Quatsch für das Zeug. Los geht's. Eilig kletterten die Seeleute in die Wanten und Matrosen schleppten Proviant herbei. Die Segel der maroden Seelenverkäufer mit den Kindern an Bord waren noch nicht lange am Horizont verschwunden. Lord Northburg hegte einen schrecklichen Verdacht. Er trieb alle zu größtmöglicher Eile an. Schließlich stand eine kleine Flotte bereit, um die Verfolgung aufzunehmen. Ein Abenteuer nahm seinen Lauf, dessen Ausgang zu diesem Zeitpunkt niemand für möglich gehalten hätte. Oh mein Gott, wie episch ist diese Einleitung, Freunde. Kann es noch epischer sein? Ich glaube nicht. Da, die Schiffe der Kinder. Was ist das? Von Steuerbord nähern sich weitere Schiffe. Sind das Korsaren? Wir nähern uns unserem Ziel, Männer. Diese Schiffe sind unser. Bewegt euch! Wir gehen an Bord! Euer Schiff hier scheint mir beschädigt zu sein. Solange das Unwetter tobt, haben wir keine Chance. Eine meiner Inseln müsste ganz in der Nähe sein. Vielleicht schaffen wir es bis dorthin. Kapitel 4, die verlorenen Kinder. Und der Sturm lässt nach. Der Sturm hat nachgelassen. Endlich. Ich muss immerzu an diese armen Kinder denken. Wir müssen alles in Bewegung setzen, um sie zu finden. Lasst uns hier im Kloster beginnen. Klingt nach einer guten Idee. Hier oben. Auf der Insel gibt es ein Kloster. Vielleicht können uns die Mönche bei unserer Suche helfen. Ja, vielleicht, wenn sie Bock drauf haben. Oh mein Gott, Hassan... Unsere Schiffe sind nach diesem fürchterlichen Sturm schwer angeschlagen. Darf ich mal ausreden? Hassan Ben Said, der Schrecken der 7 Meere, hat uns bedroht. Naja, nicht wirklich, aber gegen ihn anzutreten... nicht unbedingt das Wahre. Nee, wir lassen lieber die Kinderlein wir haben halt. nicht mehr viel Werkzeug, aber ich habe auf der Insel ein Eisenvorkommen entdeckt. Lasst uns eine eigene Werkzeugproduktion errichten. Für alle Fälle. Ja, dann mal zu Beginn eines neuen Kapitels mal full texten lassen, wa? So, erstmal das hier und dann machen wir das.
Eine Straße. Gott segne euch. Ich habe übrigens tatsächlich ein Schiff voller Kinder gesehen. Nordöstlich von hier. Gott im Himmel. Ich hoffe, sie sind nicht auf diese Klippen aufgelaufen. Mon Dieu! Mit Gottes Segen steht uns eine ertragreiche Ernte bevor. Das klingt doch gut. Ihr habt Bruder Hilarius gehört. Wir sollten uns beeilen. Nicht auszudenken, wenn die maroden Schiffe wirklich auf die Riffe aufgelaufen sind. Da hast du recht, Kumpel. Zack, zack. Nordöstloch. Also irgendwo hier. Gut. Von Welfenberg aus, Richtung Nordosten beim Teutates. Was macht er hier? Wir sollten bei den Klippen im Norden mit der Suche. Und das hier ist eine unbewohnte Insel mit Weizen und Kräutern. Kräutern haben wir noch keine. Könnte also sein, dass die Insel auch wichtig ist. Also sicher wichtig ist für uns, dass wir hier noch ein bisschen mehr und so. Und ihr versteht schon, oder? 1930 ist zwar gar nicht mal so verkehrt. Und ich brauche vor allem Werkzeuge. Kann ich vielleicht auch zum Teil noch kaufen? Weil man sieht hier, als viel habe ich jetzt hier nicht, was er irgendwie machen könnte. Ich habe zwei Holzfällerhütten. Ja, wir holen natürlich wieder Werkzeuge. Doch interessant, weil auf einer Holzfällerhütte brauche ich kein Holz. Nö, das Teil besteht aus Werkzeugen, ganz klar. Da seht ihr irgendwo Holz dran, also ich sehe nichts. Ach ja, das Spiel. Bin eh gespannt, jetzt nachher bei 1800 sein wird, 1800, wie man auch immer sagen will. Alter, ich freue mich schon so sehr, Leute. Ich freue mich schon so, wie andere sich vermutlich auf Super Smash Bros. Ultimate freuen. Also vor allem natürlich auch auf Ultimate, ganz klar. Aber auf Anno 1800 freue ich mich, wenn ich ehrlich sein darf, ein bisschen mehr. Nicht viel, aber ein bisschen. Ist ja auch schon lange her, so den letzten richtigen Anno. Ja, ich sage wirklich richtiges Anno, weil für mich zählen da die anderen wie 2070 oder 2205 zählen für mich nicht als richtige Annos. Da vorne bei dem Riff. Schiffsbrüchige. Mein Gott. Die Kinder können sich kaum noch über Wasser halten. Ja, Moment mal. Ich habe hier andere Sorgen, ja? Sollen die Kinder mal ein bisschen warten? Tut ihnen sicher gut. Voll gemein, war. So, dann machen wir das hier so noch. Jetzt mache ich dann irgendwann sicher mal noch eine Schenke. Die kann ich mir momentan noch schenken. Haha, was steht hier? Schenke, schenken. So kommt so ein schlechter Spruch jetzt nicht. So, machen wir das hier noch. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Zack, zack. Nicht genügend Material. Okay. So. Kriegt zwar nichts mehr zurück, aber scheiß drauf. Ihr Volk sehnt sich nach Gemeinschaft. Ja, Moment. Ich glaube eher, mein Volk sehnt sich nach Kindern, oder? So. Die armen Kleinen. Tropfnass und bibbernd vor Kälte sind sie. Das war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Okay, wieder kurz geleckt. Dankeschön, Spiel. Das Spiel, wa? Kleinen bibbern vor Kälte. Schnell, bringt sie zu mir. Ja, sind wir schon unterwegs. Weint heute hartes. So. Sodli, Jodli. Bauen sie hinein. Wir können auf dunkelgrün gehen. Glückliche Bürger lassen mal so, wie sie sind. Dann sogar noch ein bisschen Kleidung noch, aber das kann warten. Das kann warten, Freunde. Ja, muss dazugehen, ich bin froh, dass ich jetzt diese Parts, also diese, in Anführungszeichen, verlorenen Parts, die mit Blackscreen halt, dass ich die doch schon
vor ungefähr 1,5 bis 2 Wochen aufgenommen habe. Weil jetzt, also ich sag's mal, so, ich das gestern aufgenommen, heute gemerkt, hätte heute halt diese Folgen wieder aufzeichnen, nachzocken müssen. Ich würde sagen, die gleiche Stelle nächsten Tag schon wieder zocken, ist doch doof. Aber jetzt, 1,5, 2 Wochen später, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Die Werkzeuge. Steht aber eine Kiste im Wasser. Wir erinnern uns. So. Wie sieht es denn hier aus? Wollen die einen oder anderen vielleicht mal aufsteigen? Dankeschön. Langsam lässt sich Wohlstand in dieser Stadt erkennen. Das nennst du Stadt? Oh. Sagen wir dem mal Stadt, wa? Geht ein bisschen Richtung Stadt am Fluss oder was? Ganz kurz gucken. Also dann hier unten. Ne, ich muss irgendwie. Das ist eine gute Frage, wa? Wo zum Henker würde ich jetzt hier ein Ding machen? Eine Schenke? Egal. Da haben wir Zeit. Zuerst mal Werkzeuge, natürlich viel wichtiger. Und jetzt die Kids. Ein paar Decken und ein Becher heißen Weins werden die Kinderchen schon wieder erwärmen. Wein für Kinder? Oh, wie kann man es wagen? Wir sind an der Grenze zum Orient gestrandet. Vielleicht ist der Großvezier des Sultans bereit, uns zu helfen. Ich habe ein Geschenk vorbereitet. Bitte nehmt es an meinem Schiff entgegen. Das kann lustig werden. Kann ich euch das Geschenk für den Großvezier jetzt anvertrauen? Nö. Soweit ich weiß, hält sich der Großvezier weiter im Süden in dieser Region auf. Lasst uns hoffen, dass mein Geschenk ihn milde stimmt und er uns hilft. Süden, also hier etwa. Lalalala. 14 Tonnen Werkzeuge. Läuft doch, läuft doch. 96 brauche ich hierfür. Sondern 40 für die Werkzeuge diese und so. armen Kinderlein. Die zerfetzten Kleider fallen ihnen förmlich von den mageren Körpern. Das kann ich nicht mit ansehen. Wärt ihr so freundlich, ein paar Leinenkutten zu spenden? Ja, ohne Holz wird schwierig. Also ohne Holz im Baum, versteht ihr? Weil, ja. Ich brauche 2 von denen, eine von denen. Ob euch der Sturm hierher verschlagen hat oder ob ihr zu dieser abendländischen Flotte gehört, die jüngst dieses Gewässer erreichte. Ihr befindet euch unerlaubt im Herrschaftsgebiet des ehrenwerten Sultans. Ja, ich hab einen Großvezier ein bisschen freundlich in Erinnerung. Abenteuerliche Flotte ist auch nicht schlecht. Wisst ihr, Lucius zieht einen Krieg gegen ihn und er sagt, hallo, abenteuerliche Flotte. Das ist noch cool drauf. Ich meine, wir kennen ja da die Flotte und so, ja, die Militärstärke, beziehungsweise die Militär, nur nicht die Stärke, aber vor allem halt die militärischen Eigenschaften des Orients sind jetzt nicht gerade so. Viele fremde Gesichter in letzter Zeit. Ihr sagt, ihr hättet etwas für mich. Wo täuscht mich jetzt gerade? Der Orient hat eigentlich nur halt die Schiffe. Da kann Orient theoretisch auch Kampfverbände sehen, etwas ausbilden. Die Leute beginnen von euch zu sprechen und ich beginne euch zu vertrauen. Oh Gott sei Dank, Alter, da hat er schon irgendwie verschwindet. Wadi Almai, auch nicht schlecht. Nur Taten enthüllen euren wahren Charakter. Eines meiner Schiffe wurde schwer beschädigt, als es im Sturm einige dieser Kinder rettete, die ihr sucht. Es benötigt dringend Hilfe. Ja, brauchen wir zwar auch, aber ist ja scheißegal, oder? Moment, eine Steinmetzhütte kann auch nicht schaden, muss mal gucken. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Orients interessiert? Nö, ich tu nur so. So, ich glaube, einmal Stein dürfte reichen. Okay. Dann haben wir das. Mal ganz kurz gucken, wie es mit den Waren aussieht. Most ist noch cool. Fische sind, glaube ich, ein bisschen runtergegangen, oder? Wobei ist eigentlich immer noch... Eigentlich immer noch cool. Cool. Werkzeuge habe ich schon nicht mehr genug.
Ja, und ich brauche Seile. Toll. Ich empfange nicht oft Besucher aus dem Abendland. Im Abendland. Ja, stimmt natürlich. Wir kommen aus dem Abendland, dort wo die Sonne halt untergeht. Und eher im Osten, da geht die Sonne halt auf. Morgenrot und Abendsonne. Wenn eigentlich noch geile Namen für Pokémon-Spiele, war? Pokémon Morning Sun and... Evening Night? Nee, warte mal. Morgensonnen und Abendrot, war? Evening Red klingt aber echt doof. Hä? Nightway kannst du nicht sagen, wäre Nacht. Jo. Aber eigentlich haben wir so Spiele schon, im Sinne von Sonne und Mond, also, Oder halt Ultrasonnen, Ultramond. Kumpel, Ich habe außergewöhnliche... ich brauch was. Gut. Gut. Ja, ich finde auch, es ist gut. Da waren noch ein paar Bürger mehr. Okay, Noch okay. ist Zeit. Es ist Zeit. Wie jetzt im Sinne von Inuyasha oder was? Oder? Gibt dort einen Intro-Song, der heißt Es ist Zeit. So, das müsste doch schon mal reichen. Machen wir das mal so und da unten so. Wunderbar, der Mosthof hier stört mich ein wenig, ganz ehrlich sein darf, aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dass ich hier nur 2 Holzfällerhütten habe, stört mich auch ein wenig. Aber ich habe hier oben zum Glück nochmal ein bisschen Platz. Wir müssen Werkzeuge machen. Ja, wenn Eisen vorkommt, also das wohl eher hier oben machen, wa? Moment, Eisen heißt aber auch die Holzfäller, nicht die Holzfäller, sondern die Holzköhlerhütte brauche ich da oben. Das heißt, Holzfällerhütte mache ich da. Fidirandala. Zack, bums, perfekt, 100%. So gefällt mir das. Dann mal ganz kurz hier. Zack. 19 Tonnen Werkzeuge. Oh, yes. Lass mal kurz gucken. Wir wollen ja hier ein bisschen mehr Bewohner haben. Das heißt, den braucht's. Dann, wenn die aufsteigen, brauchen die auch noch Getränke. Bedürfen nach Getränken. Kann überlegen. Hanfplantage, Webstube. Seilerei. Moment mal ganz kurz. Ich brauche einen von denen, einen den. Ganz kurz zusammenrechnen. Pff, der kostet 5. 10, 12, 14. Okay, geht. Aber natürlich nur, wenn ich hier... Moment. Uff. Alter, das war knapp. So, ja. Ich würde mal sagen... Speed, Uran. Aber Speed up. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. So, ein paar Gebäude mehr. Sehr schön. Und wir haben natürlich auch eine Schenke. Die kann ich mir sogar schenken. Also nicht in dem Sinne, sondern... Passt perfekt. Kommt hier der Mosthof weg. Weg. So. Dann passt es wieder. Also. Braucht einmal den. Finanzen sind noch... Oh. Schlagen mich jetzt nicht gerade, aber es geht. Dann die Köhlerhütte. Braucht die verdammt viel Platz. Ich denke es immer wieder. Also einmal den, dann brauche ich das da.
Wäre gar nicht mal so doof. So, und hier unten... Ah, okay, Holz. Das hat sich schon irgendwie verkalkuliert oder so. Nee, nee, ist nur das Holz, das fehlt. Nur das Holz. Nur das Holz. Ja, komm, mach's hier oben. Wenn wir genug Holz habe. So. Ah, die Werkzeugmacher haben die Arbeit aufgenommen. Das wird einiges leichter machen. Ich will es hoffen, weil viel habe ich ja nicht mehr. Dann. Dann. Aber mal ganz kurz, das ist 100%. Dann lasse ich die mal so weiterarbeiten. Fisch haben wir genug. Okay, okay. Ich würde ihn gerne upgraden hier. So. Das Konto kann auch nicht schaden. Perfekt. So. Das war noch, wer will, der kann. Bitte, spendet uns etwas Kleidung. Die Kinder holen sich in den zugigen Klostermauern sonst doch den Tod. Wir reparieren mal deine verdammten Klostermauern, ganz ehrlich. Was hat denn der für ein Problem? Okay, wow. Was ist das schon wieder? Alter, manchmal wird das Spiel hängt. Wir haben noch ein bisschen Stein. Okay, für die war natürlich kein Stein. Das ist schon mal erfreulich. Ja, hier natürlich. Ja. Natürlich nur alle Werkzeugmacherei. Das dauert ein wenig, Freunde. Das dauert. Jetzt auch noch länger. Da kommen irgendwie so 10, hätte er schon gerne. Also 10 Tonnen Werkzeuge. Zum Glück haben wir 0 Zeitdruck. Klingt schon geil. So, die Party ist eh vorbei, Freunde. Jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken, ob die Aufnahme geglückt ist und ich direkt mit der nächsten weitermachen kann. So, perfekt. Gut. Dann sage ich mal, insofern, mal vielen Dank fürs Zusehen. Kapitel 4 sind wir im vollen Gange. Orient wurde uns exklusiv, also exklusiv vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er wurde... Nicht oft Besucher aus dem Abendland. Aus dem Abenteuerland. Nee, ist was anderes. Ja, der Orient wurde uns eingeführt, nicht rektal, sondern einfach optisch. Jetzt ist halt die Frage aller Fragen. Kapitel 4 heißt ja insofern nur die verlorenen Kinder. Geht es echt nur darum, alle Kinder zusammenzutrommeln? Also sprich zu finden, welche alle entführt wurden und dann sagen wir wieder Hasta la Vista Baby. Oder wird auch schon Lucius dazukommen, werden wir in den Krieg involviert, also heftig involviert, müssen wir uns auf eine Seite entscheiden, müssen wir vielleicht sogar zum Orient überwechseln, zum Verräter werden. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.